habe die Ehre. Ich bin's, der Birger. Tag, Kinder. Heute ist mal wieder Nivea-Zeit. Wissenschaftler stellen fest, junge Männer onanieren bis zu 10 Mal am Tag. Birger 10 Mal, ich mache zwar nicht einmal das Hosendürl auf und jünger bin ich auch nicht mehr, aber heute heißt's How to Schleidern. Fangen wir direkt an in Phase 1. Der politisch korrekte Terminus. Da haben wir normale Begriffe, die der Erwachsene hernehmen wie Selbstbefriedigung, Masturbieren oder Onanieren. Ipsation. Gibt's aber auch wegen vulgärere Ausdrücke, die die meisten sicher kennen. Oberholen, Wichsen, Schleidern, 5-Gigawilli oder einfach am Pippel spulen. Relativ langweilig, aber weil wir alle Pro-Gamer am Schnippermann werden wollen, verwenden wir ab sofort folgende Begrifflichkeiten. Würsteln, Riemschinden, Bratzeln, Nudeln, Woigeln, Latteln, Jürgen, Würgen, Wienern, Binken, Putzen, Schleifer, Hobins, Gurkelbrocker, Beideln, Oberhauen. Achtung, Verwechslungsgefahr. Oberhauen. Oberhuren. Leone Beideln, Obsafteln, Mützenglotzen, Gickelwürgeln, Locksbudern, einen Pops ärgern, gelbe Rümmzupfer, Oberteif, in Orchigas rausspielen, einen Kasperlwatschen oder einen Deppenfutzen, Supersoakern, Bämseln, einen arbeitslosen Tint geben, einen Delfin lackieren, Flintenputzen, Antenne ausrichten, Hodern auswinden, Superalkohol, Sicki Osan oder deine Kinder in ein neues Zimmer zorgen. Und natürlich mein neuer Favoriten, Handpanzerphone. Weiter zu Phase 2. Vorbereitung und Ausführung. Geschleudert wird am PC, nicht am Handy. Das hat zum einen Full HD Gründe, zum anderen triffst mit 2 Vollbratzen das C war nicht. Frag nicht, trust me. Der Handwerker richtet sich sein Werkbing her, heißt's. Für den störfreien Schleidergang ist fundamental, dass dein PC im richtigen Winkel zu deiner Zimmertür steht. Grün ist störfrei und bedenkenlos schleiderbar. Rot ist schlecht, weil jeder, der eine rumpelt, sofort sagt, was los ist. Was zur Hölle habe man da eigentlich denkt? Der Handwerker kann so gut sein wie er möchte, ohne gescheiten Werkzeug, da kommt er nicht weit. Unverzichtbar ist er Hodern, bevorzugt der Zewa. Wieso, weshalb, warum? Bladel sind groß, da triffst leicht, es saugt gut und reißt nicht. Der gute alte Taschentürspender, wenn's öfter zum spontaner Speedfab kommt, tut's aber auch. Merke, jede 5 Sekunden Workout am Tag musst mitnehmen. Wenn's in der richtigen Geschwindigkeit schleiderst, muss sogar der Apple Watch, dass du 8-mal beim Laufen warst. Health! Da ein professioneller Handwerker einen Nervenzusammenbruch kriegt, wenn's heißt, das ist aber eine dunkle Baustelle, braucht man Flutschi. Na, bitte kein WD-40. Du schaust den Bad, die Mama oder der Alte hat schon irgendein Cremel in irgendeinem von den 4000 Tuberl umeinander steht, das nie hernimmt. Kann man anfangen. Aber, damit nichts passiert, habe ich noch ein paar Schleider-Pro-Tipps. Headset. Setz dein Headset so auf, dass ein Ohrwaschel frei ist. So hörst, wenn jemand kommt. Und trust me again. Überprüf 3-mal, ob das Headset und nicht deine 18.000 Watt Boxen aktiv sind, bevor du auf Play drückst. Putzen. Putz den Deppen, wenn's fertig bist. Und zwar sauber. Nix nervt mehr, als wenn später ein Tripfel an der Unterbuchs festklebt, als hätte sich der Patex kleben statt bohren ins Unterhoserlein geschlichen. Not aus. Es ist ganz normal, dass du während des Prozesses ca. 240 Tabs aufmachst, weil der 122. war noch nicht anreichend genug. Darum schreibt er an deiner Gaming-Tastatur ein Makro, der auf einen Druck alle Tabs zumacht und einen Ton ausschaltet. Dankt's mir später dafür. Und zum Abschluss Phase 3. Do's und Don'ts. Do. Auch Männer können Spaß mit Sextoys haben, darum ruhig auch einmal eine Taschenmumme oder Flashlight für die Stimulation der Salzstange benutzen. Don't. Grüezi, fix, ich hab's euch schon 5000 Mal gesagt, ich möchte nicht gestört werden in mein Zimmer sau. Schau mich nicht so, Mann. Muss mit der Zeit gehen. Du. Seinen Arbeitsplatz gewissenhaft säubern, benutzte und beschmutzte Taschentücher fachgerecht in der Toilette entsorgen. Don't. Die 400 angerotzten Fetzen im Mülleimer werfen und meinen, das fällt schon kaum auf. Do. In sich gehen, alle Vorbereitungen und Pro-Tipps beachten, die wir vor wenigen Augenblicken in Phase 2 erlernt haben. Don't. Aus Versehen auf Stream 2 TV drucken. Lasst euch verzaubern von... So Kinder, bevor es jetzt im dümmsten Scheißdreck ausufert, habe ich am Schluss noch was anderes zum sagen. Well, well, well. Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende. Und holy shit, Alter. Was ist alles passiert in dem Jahr? Erst einmal kommt der Corona-Sepp und scheißt uns alles am Zauber vor die Haustür. Dann eine App haben wir rausgehauen. 40.000 Downloads, 40.000 Leute haben das Ding gespielt.
jetzt reißt's mein Shell. Haben wir mit der Musi weitergemacht, oder beziehungsweise wieder angefangen. Weißblaue Karos hat all over über 1 Million Streams. What the fuck ist da eigentlich passiert? Mittlerweile sind wir mit Abstand die größte Mundart-Community, was Gaming-Livestreams betrifft, es gibt. Leute, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Außer vielen herzlichen Dank an jeden Einzelnen von euch, der sich meine Sachen anschaut, anhört, overlädt, in die Streams dabei ist, an meine Mitglieder, an meine Moderatoren, an alle, an jeden Einzelnen. Aber Freunde des billigen Alkohols, einmal im Jahr, dann nimm mal ich heraus, dass ich schreie, kauf mein Scheiß! Geht keiner Wichser! Mittlerweile habt ihr schon fast Tradition, wie jetzt ja, gibt's auch dieses Jahr unser wundervolles, selbst gezeichnetes Jahreszusammenfassungs-Sticker-Bomb-Special! Der eine oder andere hat's vielleicht schon gesehen, schaut das gut aus. Das Ding ist letztes Jahr bei euch schon ganz gut angekommen, dieses Jahr unbedingt, da machen wir es einfach wieder bloß noch besser und diesmal in Farbe. Und bunt. Und selbstverständlich gibt's das Ding als Poster und da ist alles drauf, was man als Bürger-Insider so wissen kann und wissen muss. Von der Bumsuf-App bis zum Preisneis, der Nemesis-Sepp, Moinkballs, Visage und natürlich der Gockelmann. Alter, was war's Leben ohne scheiß Gockelmann? Weiß ich nicht. Das gibt's als Pulli für Mädels, für die Burm und für alle. Und natürlich auch als Kissen. Und natürlich ist das genauso flauschig wie letztes Jahr, Alter. Scheiß Hund, Alter. Finden tust du das unter bürgerwehr.de und im Voraus gleich nochmal vielen herzlichen Dank an jeden Einzelnen, der sich so ein Ding kauft. Gibt vielleicht ja ein ganz nettes Weihnachtsgeschenk ab. Und jetzt ziehe ich meinen imaginären Hut das letzte Mal für 2020. Wer weiß, wo uns 2021 hinbringt. Und jetzt schleicht's euch! Wir sehen uns in die Streams Montag, Mittwoch, 20 Uhr! Ich hoffe auf alle Fälle, euch hat's taugt. Würdest du mehr das machen? Sage ich euch das nächste Mal. Abo da lassen, Like smashen und teil das Video. Nicht, dass Seppa seine Seewanne trifft oder so. Da hat mich narrisch gefreut und ich schleiche mir jetzt in meinen Container vor der Seewanne in den Wertstoffhof fahren. Haut euch eine, bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre.